Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast «Der Kleine mit der großen Klappe». Mein Name ist Sam Chibicho und heute sprechen wir über ein ganz aktuelles Thema. Nein, nicht wieder CS, es ist nicht wieder eine Bank, es ist auch nicht irgendwie eine Krankheit, obwohl ich es fast wie eine Seuche sehe. Es geht um Trendfahrzeuge. Ja, E-Scooter, Hoverboard, was auch immer. An dieser Stelle vielen Dank an meinen Compadre, den ich schon seit Jahren kenne, Michael Schneider. Weil der Michael Schneider, liebe Grüße übrigens auf Biuchen, hat einen Post geteilt auf Facebook von der Kantonspolizei Thurgau. Dort machen sie sozusagen mal die Regeln nochmal bekannt, die eigentlich zu befolgen wären, sagen wir es jetzt so, wo aber grundsätzlich kein Schein sich daran halten. Und da reden wir jetzt nicht nur von den Kids. Also ich muss ehrlich sagen, auch ältere Leute, die inzwischen mit so schnellen Velo, E-Velos, E-Bikes oder wie cool dass man sein elektrische SU rumfahren. Ja, Verkehrsregeln sind auch schon lange her, aber man fährt so ein Velo, wo man je nachdem kaum unter Kontrolle hat. Eine mobile Sterbehilfe. Kann man fast sagen, weil Teilfahren recht zackig unterwegs und ja, Regeln sehe nicht gerade jeder. Ja. Aber eben gehen wir nochmal zu den E-Trottinette oder E-Scooter genannt, wie von der Kantonspolizei Thurgau. Sie haben nämlich eben die einzelnen Punkte aufgeschrieben, also notiert, wo wir jetzt gerne durchgehen würden. Hier im Podcast. Weil wir kein anderes Leben haben. Vielen Dank. Daumen hoch. Haben übrigens über 1188 Leute geliked. Jetzt, wo ich den Post sehe. Das ist seit dem 29. März online. Genau. Der erste Punkt wäre schon mal das Mindestalter. Das Mindestalter beträgt 14. Das heisst, ab 14 dürftest du grundsätzlich erst das E-Trotti fahren. In der Schweiz gesagt. Aber ich komme nicht der Englisch. E-Scooter. Dürftest du den E-Scooter erst unter deinem A haben. Vorher nicht. Wenn du 14 bist, dann darfst du damit rumfahren. Ha! Nein, leider nicht. Du brauchst, oder zum Glück, du brauchst noch einen Führerausweis von der Kategorie M. Führerausweis Kategorie M ist, so viel man ist, glaube ich, Moped, also das Töffli. Und wenn du den Führerausweis nicht hast, dann dürftest du eigentlich auch kein E-Trotti fahren. Aber ich glaube, oder ich wage jetzt mal die Aussage, dass die Polizei nicht immer Lust hat, da die Jugendlichen aufzuhalten, zumal sie ja die Autos müssten aufhalten, die ein bisschen schnell fahren. Aber hey, ja, warum nicht ab und zu gleich mal die Jugendlichen in die Schranke weisen und sagen, hey, sorry, aber du darfst jetzt noch nicht fahren. Klar, sind wir ehrlich, ich zum Beispiel bin auch so gesehen, mit 14, 13, sorry, da hast doch du nicht die ganze Zeit die Führerausweis dabei, wo du zwar solltest, beziehungsweise nicht Führerausweis, sondern die Ausweis, Personalausweis. Aber du solltest natürlich einen Führerausweis dabei haben. Von dem her wäre es eigentlich schon, ja, vergessen gerade, was ich gesagt habe. Auf jeden Fall, das Mindestalter beträgt bei uns in der Schweiz hier 14-jährig. Ich weiß gar nicht, ob es eigentlich kantonal da andere Regeln gibt, aber ich hätte jetzt gesagt nein, weil es geht ja nach dem Astra. Ja, Astra. Amtsstraßen, Tiefbau oder was auch immer. Ich habe es mal gewusst. Ist ja jetzt gleich. Auf jeden Fall, Punkt 1, Mindestalter 14 plus Führerkategorie, wenn ich es noch könnt, Mindestalter 14 plus Führerausweis Kategorie M. Wenn du das nicht hast, oder wenn du noch nicht 14 bist, gang zu Fuß zur Schule. Punkt Nummer 2. Ab 16 darfst du nachher ohne Führerausweis fahren. Auf der öffentlichen Strasse, wohlverstanden. Das heisst, wenn du 16 bist, musst du den Führerausweis
Kategorie M nicht noch extra machen. Du darfst einfach gerade auf das Teil hocken oder stehen. Es gibt ja mit Sitz und ohne Sitz. Und kannst rumfahren, wie du willst. Ja, auf der öffentlichen Strasse. Ja, kommen wir dann noch gerade dazu. Auf jeden Fall, wenn du 16 bist, brauchst du den Ausweis nicht mehr. Jetzt stellt man sich also die Frage, okay, ich bin jetzt vielleicht 15. Wollte jetzt vielleicht so ein Trottinett oder ja, Mami und Papi haben es nicht besser gewusst oder Oma und Opa und haben mir so ein Trottinett zum Geburtstag geschenkt. Ich müsste jetzt grundsätzlich noch ein Jahr warten, bis ich ohne Ausweis fahren kann. Oder ich mache jetzt einfach noch den Ausweis und jeder, der schon mal einen Ausweis hat gemacht, einen Führerausweis, weiss, es nimmt ein bisschen Zeit in Anspruch von Theorieprüfung, bis man mal den Ausweis hat. Aber es dauert ein Zeitchen. Also ich jetzt persönlich, ich würde sagen, komm, warte halt bis ich 16 bin, dann kann ich fahren, wie ich will. Aber die Frage muss man sich dort nachher noch stellen, bin ich innerhalb von einem Jahr eigentlich nachher gescheiter, für das ich nachher dann überhaupt keinen Ausweis mehr bräuchte? Weil ich finde es lustig, dass man schreibt, ab 14 und nur 2 Jahre später, meine Damen und Herren, 2 Jahre später brauchst du schon keinen Ausweis mehr. Man muss sich das mal vorstellen. Mit 14 darfst du erst fahren, musst aber einen Führerausweis haben von der Kategorie M. Aber nur mit 2 Jahre später brauchst du ihn nicht. Okay, alles klar. Ja. Aber wir kommen, keine Ahnung, in der Logik, sage ich jetzt mal. Gehen wir zum dritten Punkt. Die Motorleistung darf maximal 0,5 Kilowatt und 20 Kilometer pro Stunde betragen. Und holy moly, das finde ich recht schnell. Die mich kennen, wissen vielleicht, dass ich in Bern in einer Institution für körperliche Behinderte habe meine Ausbildung gemacht zum KV. Ich bin zwar jetzt Büroassistent, aber zum KV. Habe ich dort meine Ausbildung gemacht. Und viele Leute sind dort, viele Menschen sind dort im elektrischen Rollstuhl. Und die elektrischen Rollstuhl fahren so um die 16, ich glaube, das ist schon bereits 16 Kilometer pro Stunde. Und das ist schon recht schnell. Dann gibt es noch E-Hockey. E-Hockey ist nachher wie Unihockey, einfach auf einem elektrischen Rollstuhl. Und holy moly kann ich sagen, die Rollstühle, die fahren nochmal schneller. Und wenn ich mir denke, wie schnell das die schon daherkommen und wie schnell das die Trottinette inzwischen schon fahren, ja, viel Spaß mit Bremsen und so, aber 20 km pro Stunde ist schon heftig. Wenn aber ein gewisser Punkt eingehalten wird. Und zwar, wenn der Punkt beachtet wird, das Benutzen des Velostreifens ist Pflicht. Heißt im konkreten Sinn, wenn es einen Velostreifen hat, dann verdammt nochmal hast du auch auf dem Velostreifen zu fahren und nicht auf einem Trottoir. Liebe Damen, liebe Junge, liebe Divers. Egal, ob da keine Ahnung, es weiss nicht, wie breit das Trottoir ist und dort drauf Passanten sind, du hast dich auf dem Velostreifen zu befinden. Ich sehe es zum Glück auch hier bei mir ab und zu, dass wirklich Leute auch auf der Straße fahren. Was ich wiederum ein bisschen gefährlich finde, ist, dass die meisten leider E-Trottinette oder überhaupt die kein Signal haben, wo man jetzt durch will. Also willst du jetzt plötzlich links oder rechts abbiegen, das wird nicht angezeigt vorher. Ich bin Gott froh, habe ich bisher noch kein E-Trottinett-Fahrer vor meinem Auto gehabt, weil eben, sie fahren ja meistens auf dem Trottoir. Und ich fahre nicht auf dem Trottoir. Weil sonst würde ich ja einen Bus bekommen, also ganz saftige. Ja, so verrückt bin ich zum Glück nicht. Aber eben, Velostreifen ist Pflicht. Also, wir haben bis jetzt, das Mindestalter beträgt 14. Du darfst erst ab 14 fahren, wenn du den Führerausweis von der Kategorie M hast. Bis du 16 bist.
Ab 16 darfst du nachher ohne Ausweis fahren. Aber nur mit einer Motorleistung von maximal 0,5 km/h bzw. 20 km pro Stunde. Dann genau das gleiche auch wegen, wo darf ich fahren. Nur auf dem Velostreifen. Wenn du also rumkesseln wie ein Blöd, dann auf dem Velostreifen. Ja. Ich frage mich zwar wiederum, wie macht man es nachher, wenn ich mal über die Straße drüber muss, also wenn ich uns einspure. Ganz einfach, dann halte ich schnell an, gehst über den Fußgänger, gehst auf die andere Seite und fährst dort weiter. Auf dem Velostreifen. Also ich glaube, es hat so gut wie fast immer einen. Und dort, wo es nicht einen hat, fahr einfach nach am Trottoir. Ich muss zwar auch sagen, sehr viele Leute fahren inzwischen und da muss ich natürlich jetzt auf der Seite der Leute von E-Trottinett stehen und sagen, ja, aber wie die Leute fahren. Das ist so. Sehr viele Leute fahren heutzutage regelrecht mehr rechts, weder in der Mitte. Verstehe ich auch. Weil es hat immer wie breitere Kehren bei uns auf der Straße in der Schweiz. Aber ich glaube, es ist noch gescheiter, dass du auf dem Velostreifen fährst und man dich sieht von hinten, weder, dass du hinter einem Fußgänger fährst und der macht plötzlich eine blöde Bewegung und läuft dir vor das Rad. Viel Spass. Und eben, es hat ja auch schon Fälle gegeben, da hat es Unfälle gegeben und da ist man dann einfach mit dem E-Trottinett abgehauen. Hat es auch schon gegeben. Aber ja, da wollen wir jetzt nicht irgendwie von Medien reden, von den Medienblättern oder so. Die haben ihre eigene Welt. Also ich bin nicht gegen Medienblätter, aber eben die haben ihre eigene Welt. Gehen wir noch zum nächsten Punkt. Und da sind wir eben genau bei dem, was ich jetzt gerade gesagt habe. Darf nicht auf dem Trottoir gefahren werden. Darf nicht auf dem Trottoir gefahren werden. Das heißt also, wenn du ein Trendfahrzeug hast, eben E-Scooter oder Hoverboard, aber eben vor allem um den Scooter, was es hier geht, darfst du nicht auf dem Trottoir fahren. Ich verstehe zwar auch die Hoverboard, ich glaube, mit denen fährst du eigentlich auch nicht auf dem Velostreifen, weil das ist gleich noch ein recht breites Teil und wenn mit dem auf dem Velostreifen nein, würde ich nicht empfehlen. Vor allem klar, da kann man noch gut abspringen im Vergleich zum E-Trottinett, aber nein. Und die sind sehr unberechenbar. Also ich glaube, ein E-Scooter ist noch ein bisschen berechenbarer, weder jetzt so ein Hoverboard. Weil ich habe schon Hoverboard gesehen, die haben sich nur im Kreis gedreht, obwohl keine Sau ist drauf gestanden, aber die haben sich im Kreis gedreht. Im Vergleich hier steuerst zum Glück noch. Klar, ich weiß nicht, wie die Bremsen funktionieren, ob die wirklich immer gut funktionieren, je nachdem, was du nimmst. Und ich glaube auch dort, ich habe, wie gesagt, selber kein E-Trottinett, aber ich glaube auch dort ist es immer noch so, dass man sagt, komm, wir sparen, komm, wir kaufen irgendwie bei AliExpress oder bei Wish oder wo auch immer. Also recht günstige, wenn dass wir ein bisschen Geld in die Finger nehmen und ein qualitatives Trottinett kaufen, wo wir auch sagen können, hey, wenn etwas ist, dann weiss ich genau, zu diesem Hersteller oder zu dieser Firma kann ich, wenn mal etwas wäre. Aber wenn du natürlich bei AliExpress oder bei Wish oder wo auch immer bei Alibaba so ein Trottinett kaufst, ja, viel Spaß mit der Garantie. Genau. Eben, auf jeden Fall darf nicht auf dem Trottoir gefahren werden. Gehen wir zum nächsten. Es gelten dieselben Verkehrsregeln wie für Velos. Und was haben wir beim Velofahren? Zum Beispiel den Arm rausheben, wenn du abbiegst. Obwohl ich zwar hier muss sagen, schwierig. Also wenn du mit so einem E-Trottinett, also wenn du mit dem fährst und da noch müsstest die Hände raus, klar, wir haben auch mit dem Scooter, mit dem Kickboard auch so safe gemacht, sage ich jetzt, haben hier probiert mit einem Arm zu fahren. Ist nicht schlecht gegangen, aber es ist schon unkontrolliert gewesen. Und wenn du jetzt aber noch so einen elektrischen Motor unten dran hast, weiss ich nicht gerade, ob das gut rauskommt oder nicht.
Aber eben, ich glaube, die haben inzwischen schon bereits Lichter, oder eben, es gibt auch einen Helm, der glaube ich schon Lichter hat, wo du kannst anzeigen, wo du durch willst. Aber eben dieselben, also die gleichen Verkehrsregeln wie für die Velo. Und eben auch die Velos gehören auf den Velostreifen und nicht aufs Trottoir, meine lieben Damen und Herren. Das wären weitere Verkehrsregeln, die für die Velos gelten. Genau. Und jetzt kommt noch der Punkt, der mich am meisten triggert. Und zwar, das Tragen eines Helmes wird dringend empfohlen. Grundsätzlich muss ich fast lachen über den Punkt. Und zwar aus dem Grund, weil dort das Wort steht empfohlen. Warum nur empfohlen und warum nicht durchgesetzt? Warum wird das nicht durchgesetzt? Weil ich finde es richtig verantwortungslos von den Eltern, dass sie ihre Kinder auf so ein Trottinett schicken. Klar, vielleicht sagen sie, ja, er fährt, oder sie fahren ja auf dem Trottoir, da passiert nichts, hä? Ja. Aber 20 km/h, meine Damen und Herren, 20 km/h, 20 km pro Stunde. Schlau du mal mit 20 km pro Stunde am Boden auf. Vielleicht noch Sommer, vielleicht hast du noch Jeans an, vielleicht nur mit dem T-Shirt. Yay, viel Spaß. Auf dem Kies, also auf einer Trottoir oder auf der Straße. Beziehungsweise auch eben gerade auf dem Veloweg, wo nebendran der Bürgersteig ist, das Trottoir. Stell dir vor, du gehst mit gesamtem Gewicht über das Trottinett drüber, weil, wie gesagt, die Sicher sind, glaube ich, wirklich unberechenbar. Also, dass die plötzlich einfach so aus dem Nichts stoppen, je nach der Qualität. Also, ich möchte es nicht herausfordern. Aber stell dir jetzt vor, du fährst, denkst du nicht dabei, das Trottinett bremst abrupt und du fliegst einfach mal über das Trottinett drüber. Zwei Möglichkeiten. Entweder du gehst auf die Strasse, also du gehst Richtung Strasse, gehst dort her und das Auto fährt gerade noch über dich drüber. Oder du gehst auf die andere Seite und ja, schlägst mit dem Kopf auf dem Trottoir auf. Weil selber, was du willst, aber dass das nur empfohlen wird, das finde ich recht bedenklich und sehr, sehr schade. Wirklich sehr, sehr schade. Wenn ich denke, für Velofahrer hätte ja grundsätzlich auch eine Helmpflicht gelten. Weil man ja oben sagt, eben, es gelten die gleichen Verkehrsregeln wie für die Velos. Aber ja, eben, dort ist es glaube ich auch mehr immer nur eine Empfehlung gewesen. Aber auf jeden Fall, dass dort nur empfohlen wird, ja. Ja. Was ich nachher vor allem noch schreibe auf dem Post, Ausrüstungsvorschrift. Vorder- und Rückbremse. Finde ich schon mal gut, dass vorne und hinten eine Bremse hat. Oh, sorry, wenn es nur vorne wäre, viel Spaß. Und tschüss, vorne drüber. Yeah, vielleicht noch gerade schnell das Leben an ihm vorbei und dann ist es fertig. Vielleicht siehst du ihn noch schnell irgendwie auf der Hogwarts-Schule. so durchdrehst. Nein. Eine Glocke ist eine Ausrüstungsvorschrift. Also, dass man bimmeln kann. Ich finde es immer so super, die nachher eben auf dem Trottoir, vor allem Trottinett, E-Trottinett sind es weniger, aber ich finde es lustig, wenn plötzlich aus dem Nichts, wirklich aus dem Nichts, Elektrovelo-Fahrer kommen von hinten und da einfach mal kling, 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 kling auf dem Trottoir. Alles klar. Auf dem Trottoir, wo grundsätzlich Fußgängerinnen und Fußgänger vor dort haben. Bimmelst du. Das wäre wie als würde ich, keine Ahnung, zu dir heimkommen und einfach mal mit der Pfanne rumschauen und sagen, hey, mach mir etwas zu essen. Ist genau gleich unangenehm, hä? Ja. Schon mal bei diesem Punkt. Dann, ein Licht vorne und hinten, genau, sowie auch ein roter Rückstrahler, ist Ausrüstungsvorschrift. Also das wird nicht empfohlen, das ist Vorschrift. Und ich sehe sehr wenig, die damit rumfahren. Was ich übrigens gerade gesagt habe, einen Punkt übersprungen,
Und der ist auch sehr wichtig, sagt man aber immer, nur eine Person auf dem E-Trottinett oder E-Scooter. Ich meine, wir waren auch so früher. Wir haben unsere Homies auch hinten auf den Gepäckträger draufgenommen. Also gut. Die anderen mehr, weil ja, auf so einem kleinen Velo jemand draufnehmen, der hat beide die ganze Zeit am Boden nachgeschleift gehabt, wenn er bei mir draufgekommen wäre. Da haben es zwar mal geschafft, für mein oder andere Velo, nur ist das Velo dann verbogen gesehen. Hat nachher schlimmer ausgesehen, wie die Madonna heutzutage. Die ist auch recht verbogen. Aber auf jeden Fall ist es dann zumal auch bei mir gegangen. Ja, ich kann einen Gepäckträger ohne Witz, das ist das Beste. Dort hast du alles dran machen. Wer ohne Gepäckträger rumfährt, der hat einfach das Leben noch nicht im Griff. Aber das wären auf jeden Fall Vorschriften, die man einhalten sollte, wenn man ein E-Trottinett fährt. Und ich tue euch den Post schon gerne bei mir auf dem YouTube-Kanal, also beim Video, weil eben, ihr wisst ja, bei mir läuft auch der Podcast via YouTube, also dort könnt ihr meine Visage anschauen, sowie auch eben nur zum Hören, aber auf YouTube auf jeden Fall, oder eben schreibt mich einfach an, dann schicke ich euch den Link. Dort verlinke ich euch auf jeden Fall nochmal den Post von der Kantonspolizei Thurgau. Genau. Beziehungsweise haben sie auch eine Zusammenfassung gesehen, hier gerade, mit der bit.ly, also LI, dass sie schauen können, wie viel das hier draufklicken. Merci vielmals. Auf jeden Fall Vorschriften für elektrische Trendfahrzeuge werden dort nochmal ganz klar aufgeführt. Sowie auch VCS, Verkehrsclub, genau, der Verkehrsclub empfiehlt hier natürlich einen Link, wo man sagt, dass man richtig oder wo man richtig einkaufen, eben die Trendfahrzeuge, für das man dort kein Problem hat. Auf jeden Fall finde ich auch das richtig. Ja, von dem her wäre es schon gesehen von heute, vom heutigen Podcast. Ist jetzt wirklich ein bisschen viel Blabla gesehen. Ich hoffe, ihr habt durchgehalten. Und wenn ihr bis jetzt habt durchgehalten, dann schreibt doch mal, E-Trottinett ist Pupu. Wenn ihr schreibt, E-Trottinett ist Pupu, dann weiss ich, ihr habt bis dahin gelost oder geschaut. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Oder wir hören uns beim nächsten Podcast wieder. Macht's gut. Ich bin Sam Ciao. Tschüss zusammen.